Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel bei Hertha BSC, 1:4 gewonnen. Ich würde sagen, wir haben ein gutes Spiel gesehen. Gerade erste Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gesehen von unserer Mannschaft. Gerade was das Gegenpressing anbelangt, wie schnell wir die Bälle zurückgeholt haben. Wir waren gefühlt 99% in der Hälfte von Hertha BSC. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendeiner Druckphase mal erinnern, das war irgendwie Hertha mal längere Zeit in unserer Hälfte des Spielfelds war. Zweite Halbzeit haben wir uns dann die entsprechenden Pausen gegönnt, würde ich einfach mal sagen. Wir haben auf jeden Fall zwischenzeitlich mal 2, 3 Gänge rausgenommen, was doch völlig okay ist. Ja, 4-1 hochverdient, auch 4 Tore definitiv zurecht. Es hätten gut und gerne noch 2, 3 mehr sein können. Allein Müller hätte noch locker 2 machen können. Nevi hatte auch 1, 2 Chancen. Ansonsten sehr, 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 sehr starker Sané mal wieder. Und ein befriedigender Gnabry. Ja, aus meinem Mund. Gnabry war ganz okay heute. Ansonsten habe ich keinen so wirklich schlecht gesehen. Wie gesagt, gerade erste Halbzeit haben wir ein hochkonzentriertes Spiel gemacht. Ein sehr gutes Spiel. Und ja, man muss fairerweise aber auch sagen, dass Hertha kein Maßstab war. Ne? Also keine Ahnung, was da los ist in Berlin. Und ja, keine Ahnung, ich will mich da gar nicht irgendwie ein Urteil erlauben. Aber ja, wenn man in so einer Lage ist und dann Taifun Korkut als Trainer verpflichtet, weiß ich auch nicht, ob das so passt. Aber gut, ist nicht mein Verein, habe ich eh nichts zu entscheiden. Aber meine Meinung, ja, weiß ich auch nicht. Muss man sich nicht wundern, dass man da ist, wo man ist als Hertha. Und dass man heute halt auch einfach chancenlos war. Ja, man muss das ganz klar sagen. Also erste Halbzeit hat Hertha sich gar nichts zugetraut. Ich meine, sie haben auch keine Chancen gehabt. Jeder Ball, den haben wir sofort wieder erobert. Das haben wir richtig stark gemacht. Aber ja. Ich denke, andere Gegner haben es schon gezeigt, wie man uns auch ein bisschen wehtun kann. Und das hat Hertha halt erst gar nicht versucht. Da haben sie gar nicht irgendwie die Eier zu gehabt. Ganz komisches Spiel irgendwie. Aber wie gesagt, es soll hier nicht um Hertha gehen. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht von unserer Seite. Kimmich wieder im Mittelfeld. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen wie auf der rechten Verteidigerposition. Pavard hat es heute gar nicht schlecht gemacht. Aber generell die Abwehr jetzt irgendwie zu bewerten, ist halt super schwer, weil, ja, Hertha nicht wirklich uns da unter Druck gesetzt hat. Ne? Ja, zweite Halbzeit hat Hertha dann mal ein bisschen den Ball gehabt. Wie gesagt, da haben wir aber auch 2, 3 Gänge rausgenommen, haben sie ein bisschen machen lassen. Klar, die haben dann gewechselt, da kam ein bisschen frischer Wind mal rein, so 10 Minuten lang. Aber dann war das auch schon wieder durch, das Thema. Also, zweite Halbzeit konnten wir auf jeden Fall Kräfte schonen, denke ich. Und ja, also von meiner Seite war es gerade erste Halbzeit sehr unterhaltsames Spiel. Zweite Halbzeit hatte ich dann so ein bisschen so, ja, es plätschert so dahin. Aber dann kam halt Hertha mal so 10 Minuten und dann haben wir halt auch noch mal ein bisschen angezogen. Ne? Und dann auch bedingt durch die Wechsel, die noch ein bisschen frischen Wind gebracht haben. Also von daher war es ein gutes Spiel, sich anzugucken auf jeden Fall. So, ich gucke mal, ob wir jetzt hier Statistiken haben, weil die Seite war gerade irgendwie out of order. Dann werden wir uns die mal reinhauen. Hier Info, mal gucken. Wirklich. 5 Tore, 1 Karte, 10 Auswechslungen. Ja, das sind die Infos, die wir hier haben. Ich kann euch das ja auch mal zeigen. Leider geht da gerade gar nichts hier. Die Seite ging vorhin erst gar nicht auf irgendwie. Aber Statistiken sollten auch klar sein, also ich weiß nicht. Ja, das Gegentor, das hätten wir uns halt schenken können, ja, gar keine Frage. Da sah der Neuer jetzt auch nicht so super aus, muss man auch mal sagen. Da war irgendwie so, gehe ich jetzt richtig raus, gehe ich nicht richtig raus. Dann noch einmal die Szene mit dem Hernandez, wo Hernandez da umgrätscht, was der Neuer da 1 Meter hinter Hernandez macht, geht auch nicht in meinen Kopf rein. Ne? Also ja, so gut er das immer macht da mit seinen Libero-Gespiele, das war heute überflüssig, denke ich, sind wir uns einig. Gut, wie ihr seht, Statistiken haben wir nicht. Nichtsdestotrotz gehe ich dann einmal zumindest die Spieler durch. Ich denke, die Statistiken sollten auch klar sein. Wir haben locker irgendwie gefühlt 12 Ecken gehabt. Torschüsse haben wir bestimmt auch um die 20 gehabt.
Gehe ich ganz stark davon aus. Hier stehen wir auch immer noch als Spiel drin, dass wir noch spielen. Ja. Vielleicht fängt sich das gleich noch, dann reiche ich das noch nach. Ich kann ja mal gucken. Ja, die Auswechslung zeige ich da uns an. Ja, Spielinfos gibt es halt nicht. Ja, ist ein bisschen schade. Aber ich gucke mal, ob wir hier eine Aufstellung haben. Haben wir auch nicht wirklich. Eieiei, also aber auch keine Werbung heute hier für unsere Seite. Naja gut, fangen wir mal an. Neujahr würde ich sagen, eine 3-. Ja. Wie gesagt, beim Gegentor sah er nicht wirklich gut aus. Fairerweise muss man sagen, dass der Upa den Ball halt einfach auch mal ein bisschen fester spielen kann auf ein Neujahr, ja, dass er nicht da so reingelaufen werden kann. Da will ich jetzt den Neujahr nicht die alleinige Schuld geben, aber er sah da auch nicht gut aus, so halb raus und dann nicht. Und dann, ja, wie gesagt, die Sache da mit dem Hernandez, wo 1 Meter hinter ihm steht, ja, komplett überflüssig gewesen. Dann hat das, ich weiß nicht, 88. oder was war, wo er den Ball dann noch vor der Ecke bewahrt und vorm Aus bewahrt und dann nach vorne spielt, aber natürlich wieder stark gemacht. Ansonsten hat Neuer nichts zu tun gehabt. Gar nichts. Eine Ecke hat er mal runtergepflückt. Ansonsten kann ich mich an keine Szenen erinnern, wo er mal eingreifen musste. Also von daher ist es auch schwer zu bewerten. Ne? Pavard, ja, wie gesagt, Pavard hat für mich ein solides Spiel gemacht. Hat mir auf jeden Fall besser gefallen, mir auf der Innenverteidigerposition. Aber wie gesagt, wie ich schon sagte, es ist verdammt schwer, irgendwie die Abwehrspieler fair zu bewerten, weil Hertha einfach uns gar nicht gefordert hat. Aber nach vorne hin war Pavard immer mit dabei, hat sich gut eingeschaltet. Hat auch nichtsdestotrotz immer ganz gut abgesichert. Ist jetzt nicht so blindlings nach vorne gelaufen. Hat mir sehr gut gefallen. Süle war für mich wieder der Turm in der Brandung, wieder der sichere Pol da hinten drinne. Aber allein am Süle hat man halt heute gesehen, dass Hertha offensiv nicht existent war. Süle hat ja mehr den Drang gehabt, der war ja heute ein halber Lucy, oder? Der Süle wollte ja mehr nach vorne rennen wie alles andere. Selbst in der 88. Minute, in der 90. Minute, kurz vor Abpfiff, wo er da noch auf der rechten Seite durchmarschieren will. Ich meine, erste Halbzeit hat er das schon auf der linken Seite gemacht und zwischenzeitlich auch immer wollte er nach vorne pushen. Ja, da sieht man einfach, dass die Jungs nichts zu tun hatten, ne? Muss man ganz klar so sagen. Das sieht man auch daran, Hernandez zum Beispiel. Also in Süle will ich eine 2 geben, Pavard eine 3. Hernandez hast du teilweise gar nicht gesehen, dass er auf dem Platz ist, weil er einfach gar nichts zu tun hatte. Ne? Hat ab und an mal einen Ball gehabt, den hat er dann mal ein bisschen quer gespielt. Ja, war auch eine solide Vorstellung. Er war, glaube ich, zweimal im Laufduell, was er ganz gut gemacht hatte. Gerade zweite Halbzeit einmal. Von daher will ich ihm auch eine 3 geben. Aber erste Halbzeit hast du so 20 Minuten so das Gefühl gehabt, so, ja, keine Ahnung, er ist gar nicht auf dem Platz. Weil er gar nicht eingebunden war, weil er einfach gar nichts zu tun hatte. Ne? Die linke Seite war mit Coman besetzt und ja, Sané ist da auch noch rumgehuscht, so dass ja, Hernandez eigentlich nur hinten war und hinten war tote Hose. Ne? Muss man so ganz klar sagen. Gut, gehen wir ins Mittelfeld über. Also Hernandez will ich auch eine 3 geben. Ich überlege gerade. Ja, wir haben mit nur einem Innenverteidiger gespielt, ne? Eine Dreierkette heute. Ich hoffe, ich vergesse jetzt gerade keinen, aber ich habe gerade keine Aufstellung, aber ich glaube, das war alles. Ja. Kimmich. Ja, Kimmich hat es ganz gut gemacht. Man hat aber noch gemerkt, dass er noch nicht so das Level hat, was er mal hat. Was er hatte vor seinem Corona-Gezeug und Verletzungen und so weiter. Da wird noch ein paar Spiele brauchen. Nichtsdestotrotz hat das souverän gemacht. Hat sich wieder reingehauen, hat geackert. Das hat mir sehr gut gefallen. Von daher würde ich ihm auch eine gute 3 geben oder eine schlechte 2. Tolisso, ja, Tolisso natürlich vorne mehr präsent. Quasi wie Goretzka halt auch. Ist halt auch ein Spieler, der reingeht im 16er. War immer sehr gut im 16er präsent. Hat da vielleicht das ein oder andere Mal in Levi den Platz weggenommen. Aber ja, ich finde, gerade mit Sané, der dann auch noch da war, der noch ein bisschen hinter Tolisso war, war es völlig zu Recht, dass er da vorne mit reingeht. Und hat ja dann auch das Tor gemacht. Davor ja nochmal ein Tor gemacht, was nicht anerkannt wurde. Tolisso hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, also so Zweikampfverhalten ist immer noch so ein bisschen wie beim Rocker auch. Ja, so ein bisschen. Gut, der Rocker haut sich übrigens rein. Tolisso ist immer noch so ein bisschen
ja, gehe ich jetzt unbedingt in den Zweikampf richtig hart rein? Nee, lasse ich lieber sein, so ein bisschen, ne? Ja, ich denke, so die letzten 2 Jahre haben das halt einfach ausgelöst. So. Ich denke, er wird mehr eine Verletzung im Kopf haben, gerade weil er jetzt mal wieder ein bisschen in Form kommt und ein bisschen Spielzeit hat. Und klar wäre es natürlich scheiße, wenn er sich da jetzt wieder in irgendeinem Zweikampf verletzen würde. Das wünschen wir ihm natürlich nicht. Ansonsten nach vorne hin hat 2, 3 sehr gute Pässe gespielt, die Seiten gut verlagert. Wie gesagt, war immer wieder im 16er präsent, hat dann auch das Tor gemacht. Also für mich eine klare 2 heute, ein gutes Spiel gemacht. Eins ist der Negative, wie ich schon sagte, so ein bisschen das Zweikampfverhalten nach hinten hin. Das war ein bisschen grenzwertig teilweise. Ja, Leroy Sané hat heute alles gespielt, würde ich sagen. Zehner, halb links, halb rechts, rechts. Sehr, sehr variabel, hat für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nicht nur aufgrund des Tores, ansonsten auch immer wieder versucht, da die Räume zu finden, die Bälle zu verteilen. Das Tor, was aberkannt wurde, ein absoluter Witz, Leute. Also der Arm ist so ist der Arm und der Ball titscht hier so 1 Millimeter dran. Ja, er macht so, dann titscht der Ball hier 1 Millimeter dran, schießt dann ein wunderbares Tor, wird aberkannt wegen Handspiel. Also, Leute. Keine Ahnung, hätte er jetzt so gemacht mit dem Arm zum Ball, oder hier so wäre der Arm gewesen und da geht der Ball dran, aber der Arm war hier. Der war so. Absolut lächerlich, absolut nicht nachvollziehbar für mich. Sehr, sehr schönes Tor und hätte er verdient gehabt in meinen Augen. Ganz klare 2. Müller war sehr präsent heute. Ja, Der Müller hat auch wieder so typisch gemüllert. Also das Tor war Müller-like. Die anderen beiden Chancen, die er vergeben hat, war auch Müller-like. Die hätten Levi mit zu den Augen gemacht. Hätte wahrscheinlich ich sogar eine von gemacht. Also die waren zu einfach für Müller. Der Müller kann keine einfachen Tore mehr schießen. Das muss man ganz klar so sagen. Der kann nur so Müller-Tore schießen irgendwie. Ne? Ganz komisch. Ansonsten ein bisschen Pech heute gehabt halt der Müller. Aber sehr viel geackert, sehr viel gerannt, war sehr variabel unterwegs auch, hat mir sehr gut gefallen heute, war sehr auffällig, was die letzten Spiele nicht immer so war. Von daher, Müller würde ich auch eine 2 geben. Levi habe ich heute auch eigentlich sehr gut gesehen, muss ich sagen, auch wenn er kein Tor gemacht hat. Ja, zweite Halbzeit war er ein bisschen abfallend, aber erste Halbzeit war Levi mega stark. Ne? Mega stark. Hat sich immer wieder auch mal fallen lassen, war außen, war anspielbereit. Hat vorne die Räume auch geschaffen, auch dann, dass dann so ein Tolisso da mal reinstoßen kann, dass Levi sich so ein bisschen nach außen hat fallen lassen. Auch die Räume für Müller, ja. Der Müller war ja auch 2, 3 Mal richtig vorne in der Spitze drin. Darf man ihn heute nicht nur an die Tore messen, wie ich finde. Levi hat für mich ein gutes Spiel gemacht, würde ich auch eine 2 geben. Hat ein bisschen Pech gehabt mit seinen Abschlüssen, beziehungsweise Schwodo auch sehr gut gehalten. Wohl das eine Ding wäre wahrscheinlich auch noch mit Abseits weggepfiffen worden, wenn der Schwodo den er da noch von der Linie gekratzt hatte. Ja, für mich trotzdem eine 2 beim Levi, auch wenn er heute kein Tor gemacht hat. Gnabry würde ich heute eine 3 geben. Das ist quasi für mich, wenn ich einen Gnabry bewerte, schon wie eine 1 bei anderen Spielern. Ne? Was mir heute imponiert hat, ich glaube, um die 30. Minute rum hat er endlich mal einen Vollsprint angezogen. Links nach hinten, ist auch in den Zweikampf gegangen und hat den Ball erobert. Da gab es von mir 10 Applaus vom Fernseher. Hab ich glaube, seit über 1 Jahr nicht gesehen beim Gnabry. Ja, dafür, also generell war er heute gut, aktiv mit nach hinten. Sehr, sehr selten nur so getan, als ob und dann stehen geblieben. War sehr gut auch nach hinten in den Zweikämpfen, hat mir sehr gut gefallen. Dafür war es nach vorne ein bisschen teilweise nicht so gut. Aber trotzdem hat er 2, 3 sehr gute Szenen gehabt, wo er natürlich ein bisschen mehr rausmachen kann. Ne? Also 2, 3 Mal so die Reingaben waren schlecht. Ja, dann das Ding, was er noch lupft. Klar, das Ding, was er lupft, da war noch ein bisschen Pech dabei. Aber ansonsten, er hat auch gute Szenen nach vorne gehabt. Von daher, ja. Eigentlich ist eine 3 schon zu schlecht. Eigentlich müssten wir ihm auch eine 2 geben. Ja, wenn man ihn mal so an den Sachen misst. Weil defensiv war es wirklich gut.
Auch wenn Hertha jetzt nicht so offensiv aktiv war, er hat dann auch das Tor gemacht. Also von daher, ja, komm, gehen wir eine Knabri oder auch mal eine 2. Hat er sich verdient, wa? Sind wir mal nicht so kritisch. Keine Ahnung, warum jetzt auf einmal, vielleicht, ja, keine Ahnung, Vertrag und so, ne, da wollen die Jungs jetzt nochmal zeigen. Ich meine, auch bei Tolisso, ja, jetzt auf einmal kann er wieder Leistung bringen, obwohl ich das nicht mit einem Gnabry vergleichen wollen würde, weil Gnabry die ganze Zeit spielt und da echt nicht geliefert hat, nach hinten, nach vorne, ja, immer mal wieder. Kann man schlecht mit dem Tolisso vergleichen, der halt oft verletzt war und wenig Spielzeit hatte und so, ne. Aber klar, dass die Jungs jetzt nochmal ein bisschen mehr Gas geben, sie sich vielleicht für andere Vereine empfehlen wollen. Oder ob sie bei uns bleiben wollen, keine Ahnung. So wie der Gnabry heute gespielt hat, habe ich den Eindruck, dass er vielleicht doch bei uns bleiben möchte. Nagelsmann möchte das ja ganz klar. Habe ich bisher, oder bleibe ich auch bei, bisher sehe ich das nicht so klar. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Zahlen da im Raum stehen. Aber wenn es da irgendwie an 12, 15 Millionen geht, Jahresgehalt, ganz ehrlich, glaube das sehe ich beim Gnabry nicht aus meiner Sicht. Also dieser Riege, ja, da muss er, so wie er heute gespielt hat, nach hinten, muss er das auch jedes Spiel bringen. Ne? Und wenn man das jetzt 1,5 Jahre nicht bringt und jetzt auf einmal, wo der Vertrag ausläuft, ja, mache ich das mal, ja, ist dann auch ein bisschen komisch, wa? Ich meine, gut, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, auch wenn ich ihn immer wieder hart kritisiere. Und wenn er das in seinen Schädel kriegt, so wie es ein Sané auch hinkriegt, wenn er halt auch die Wege mit nach hinten geht und nicht nur immer so halbherzig und dann auch mitackert, ja, dann hat er auch alles, ja, weil nach vorne hin kann das ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Von daher, Hoffnung ist da. Ich bin sehr gespannt, wie das so vertragsmäßig abläuft, aber wir können jetzt erstmal das Spiel abhaken. Habe ich noch irgendjemand vergessen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich habe alle durch. So, kein Unrecht tun. Ja, die Auswechslungen. Omar Richards hat es wie immer souverän gut gemacht. Ja, bei ihm fehlt mir manchmal so ein bisschen, wo das heute schon teilweise besser war, fehlt mir so ein bisschen das Zutrauen in sich selber, weil wenn er den Ball dann mal außen hat, wie gesagt, heute war es ein bisschen besser, da ist er auch mal zweimal durchgegangen, aber ansonsten immer, wenn er den Ball außen kriegt und mal das 1:1 suchen könnte, spielt er quer. Ja, spielt halt immer so den sicheren Ball. Klar, wenn er Linksverteidiger ist, heute war er linkes Mittelfeld halt, da kann man das dann auch mal versuchen, dran vorbeizugehen. Das hat er heute gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Sabitzer hat mir auch ganz gut gefallen, war heiß, hat man gesehen, ist gerannt, jeden Zweikampf, wo er irgendwie in Ballnähe war er da, hat sich reingehauen. Upa hat das Tor mitverschuldet, muss man ganz klar sagen. Den Ball kann man einfach mal ein bisschen präsenter auf dem Neujahr spielen, ja, wenn man ihn schon dahin spielt. Ansonsten dafür hat er 1, 2 gute Zweikämpfe noch gehabt, wo er den Ball gut abgefangen hat. Paul Wanner haben wir gar nicht gesehen am Ball, 1, 2 Mal, ja. Da hat er sich noch 1, 2 Mal gut durchgesetzt, aber für 10 Minuten, genauso wie Musala. 10 Minuten, da kannst du nichts groß bewerten, wa? Gut, das mal zum Spiel. Wie gesagt, aus Fazit, hochverdienter Sieg. Ganz klare Geschichte, auch 4 Tore völlig zu Recht. Dass das 5. Tor zurückgenommen wurde, Frechheit aus meiner Sicht. Ja, und diese Abseitsgeschichten da, ja, da fangen wir erst gar nicht an, das Fass aufzumachen, denke ich. Ansonsten, ja. Wir haben ein paar Vertragssituationen. Einmal mit dem Süle, der ein Angebot vorliegen hat. Ja, für mich ist der Süle die bisherige Saison der beste Innenverteidiger von der Konstanz her, den wir haben. Ich würde mir freuen, wenn er bleiben würde, habe ich schon immer gesagt. Ich weiß nicht, welche Zahlen da im Raum stehen. Aber ja, wenn ich dann so überlege, was ja da teilweise für Spekulationen war, dass dann ach, wie heißt er nochmal hier? Unsere Kanone, ein Rüdiger kommen soll, der ablösefrei ist. Ja, der will aber auch irgendwie 15 Millionen haben, plus ein Handgeld. Leute, für was? Also ist der absolut in meinen Augen nicht wert, der Mensch. Also der Fußballer, ja. Ja, hat mal eine gute Saison bei Chelsea gespielt, sonst war er da mehr Ergänzungsspieler wie alles andere.
Also sehe ich nicht, ja. Dann lass lieber den Süle bei uns, zahl ihm das Geld, was er wert ist. Ich denke, er hat gezeigt, was er wert ist. Ja. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, auch mit dem Gnabry. Wie gesagt, Gnabry sehe ich ein bisschen kritischer persönlich, so gehaltsmäßig. Ich sehe ihn nicht auf einer Stufe mit einem Sané oder mit einem Coman, was gehaltstechnisch anbelangt. Aber ich denke, da möchte er gerne hin. Ich bin sehr gespannt, ob man sich da einigt. Ja, aber ansonsten sehe ich jetzt da nicht so den herben Verlust, wenn es nicht so sein sollte. Ja, wir haben Musala, Müller wird auch noch 2 Jährchen spielen. Musala kann auch mit Sicherheit über Außen spielen. Wir haben Coman, wir haben Sané, wir haben den ein oder anderes Talent in der Hinterhand. Und ja, wenn man sich da nicht einig wird, dann halt Tschüssikowski. Ne? Also, ich würde eben keine Träne hinterher weinen, sage ich ganz ehrlich. Klar, wenn er sich mal so entwickeln würde, so mit dem nach hinten arbeiten und so weiter, was ja anscheinend jetzt irgendwie ein bisschen fruchtet gerade. Klar, dann kann er ein guter werden, aber da muss er dann auch erstmal 2 Jahre bringen und dann kann er auch mal irgendwie Gehaltsforderungen stellen, die in diese Sphären gehen, in meinen Augen. Das ist aktuell, sehe ich das persönlich nicht. Was haben wir sonst? Ja, Neuer soll verlängern, Neuer hat noch 2 Jahre Vertrag. Habe ich halt damals schon nicht wirklich verstanden, sage ich euch ganz ehrlich, da hat der Brazzo keine gute Figur gemacht. Neuer wollte damals schon 1 Jahr länger Vertrag haben. Ja? Und da hat man das nicht gemacht und hat Nübel umsonst verpflichtet. Klar kannst du Nübel umsonst verpflichten, ablösefrei von Schalke. Das war völlig okay. Ja, aber guckt euch einen Buffon an. Ja? Ich denke auch ein Neuer kann in das Alter spielen, wenn er da Bock drauf hat. Also, das ist ein Torwart. Ja? Ein Torwart kann, wenn er die Leistung bringt, wenn er professionell lebt, locker 38, 39. Locker spielen in meinen Augen, ja. Man muss das nicht immer alles so am Alter festmachen. So ist ja heutzutage so, dass man sagt, hui, jetzt ist aber jemand 30, jetzt ist aber Ofen aus und so weiter, ne? Sehr schwierig. Guckt euch einen Ronaldo an zum Beispiel, guckt euch einen Levi an. Levi ist 33. Ich wette mit euch, ein Levi spielt auch noch locker 3 Jahre auf dem Niveau. Ja? Wenn nicht sogar länger, ja. Weil guckt euch den Körper an, guckt euch an, wie professionell er lebt und so weiter. Auch da wird es sehr spannend werden im Sommer. Da denke ich allerdings, dass wir das als Verein nicht in der Hand haben, was den Levi betrifft. Ich denke, da wird es auf Levi ankommen, was er möchte. Ja? Er ist halt nicht so ein Arschloch wie ein Alaba oder wie ein Gnabry oder sonst irgendwer. Ich denke, der Levi wird sagen, wenn er im Sommer eine neue Herausforderung möchte, dann hat er noch ein Jahr Vertrag und dass wir noch eine Ablöse generieren. Und dann wird er wechseln, ja, wenn er das möchte. Und wenn er das nicht möchte, wird er einen Vertrag kriegen, der angemessen ist und wird den unterschreiben und ist nochmal 2 oder 3 Jahre länger bei uns. Ich persönlich würde einen Levi nicht hergeben wollen. Sage ich euch ganz ehrlich, also ich mache mir da gar keine Gedanken. Wie ich dann heute so gelesen habe, auch in der Zeitung, ja, aber was ist denn dann, wenn der Levi sich dann verletzt? Dann kommt er dann nochmal so stark zurück, weil er ist ja 33, keine 23 mehr. What the fuck? Also das ist, was da immer so im Alter festgemacht wird, ist halt Schwachsinn in meinen Augen. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Levi kann locker noch 3 Jahre auf dem Niveau spielen, wenn nicht mehr, in meinen Augen. Und er ist nicht umsonst 2-mal hintereinander Weltfußballer geworden. Er ist aktuell der beste Stürmer der Welt. Punkt. Ja, und warum sollte man den hergeben und dann sagen, wir holen uns einen Haaland ins Boot für das Geld? Oder, ich weiß jetzt nicht den Namen genau, den Serben da, ja, das Talent, was 21 Jahre ist. Alles gut und schön, mit Sicherheit gute Jungs, gar keine Frage. Wenn es aber darum geht, jetzt irgendwie nochmal die Champions League zu holen in den nächsten 2, 3 Jahren, wo ich unsere Chancen noch ganz gut sehe, wenn der Kader so zusammenbleibt. Danach wird es, denke ich, immer schwieriger werden für uns, weil so wie die Schere in der Bundesliga auseinandergeht zwischen uns und dem Rest der Liga, so geht die Schere auch auseinander zwischen den europäischen Spitzenclubs und uns, muss man ganz klar so sagen. Ja. Es wird in Zukunft schwer werden für uns,
ja, so richtige Starspieler zu verpflichten. Ich meine, wir konnten nie einen Messi oder einen Ronaldo verpflichten oder einen Mbappé oder sowas. Das eh nicht. Der Levi hat sich erst bei uns dazu entwickelt, was er ist. So, klar, das haben wir immer. Hat man auch beim Ribéry und Robben gesehen. Ja, aber es wird in Zukunft schwieriger werden für uns, irgendwie die Champions League zu gewinnen, denke ich. Deswegen, wenn wir den Kader so zusammenhalten, Coman-Verlängerung steht ja im Raum oder scheint kurz davor zu sein. Würde mich auch sehr freuen, wenn man sich da einig wird. Genau, Coman haben wir heute vergessen, war in der Benotung. Leute, was ist da los? Coman hat ein super Spiel gemacht. Ein super Spiel. Immer wieder die 1:1, da hat sie vernascht, da, ja, hat nicht so viel Räume gehabt, wurde immer gedoppelt oder zu dritt sogar gegen ihn. Hat's aber super gemacht. Immer wieder außen die Räume gerissen, hat 1, 2 sehr gute Flanken gebracht. So, das Tor vorbereitet von Tolisso, also Coman für mich auch heute eine 2. Keine Frage. Sehr gutes Spiel. Ich wusste doch, ich habe irgendeinen vergessen. Na, mal gucken, wer sich das hier bis zum Ende anguckt oder wer vorher meckert, dass ich einen Coman vergessen habe. Ja, das so die Vertragssituation, wa? Ansonsten, ja, wenn wir den Kader zusammenhalten, mache ich mir gar keine Sorgen, Leute. Da werden wir auch die nächsten Jahre noch international mithalten können. Schwierig wird es dann werden, halt, wie gesagt, wenn so die Achse aufhört. Ne? Wenn so halt Levi, Müller, Neuer aufhören. Ich denke, in der Abwehr haben wir es ganz gut hingekriegt, den Umbruch mittlerweile. Muss man sagen, da hat ein Umbruch stattgefunden, gar keine Frage. Ja, Fonsi ist Weltklasse Linksverteidiger. Hernandez Innenverteidiger, eine Kanone, kann zur Not Linksverteidiger spielen. Süle war schon immer einen guten, in meiner Wahrnehmung, habe ich schon immer gesagt, ja, hat eine schwere Saison gehabt dann unterm Hansi, aber ansonsten eine Kanone, ja. Deswegen, ich würde ihn halten. Aber ansonsten haben wir Upamecano noch, der jung ist, dem in die Zukunft gehören wird, wenn er noch ein bisschen cleverer dann in manchen Situationen wird. Absolute Kanone. Ja, wenn wir da jetzt mal zurückdenken, wen wir da ersetzen mussten mit dem Alaba und Boateng, die weg sind. Also von daher, da sind wir die kommenden Jahre sehr gut aufgestellt. Ja, unsere schwierige Position ist der Rechtsverteidiger. Ich denke mal, Pavard wird da auch nicht so die Lust zu haben, beziehungsweise sagt er das immer. Ich sehe ihn bei uns in der Mitte nicht. Er hat die beiden Spiele, die er hatte, hat das verkackt, muss man ganz klar sagen. Heute hat er mir gut gefallen als Rechtsverteidiger, aber ist natürlich nicht so ein Rechtsverteidiger wie ein Fonsi. Und ich denke mal, wenn wir so eine Art Fonsi-Nummer auf rechts kriegen, ja, Leute, dann knallt's aber, ja. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Von daher mal abwarten, aber da machen wir mir gar keine Sorgen. Mittelfeld sind wir auch sehr gut aufgestellt mit Kimmich, Goretzka. Ja, Goretzka sehr verletzungsanfällig wieder, muss man leider sagen. Hat er früher schon gehabt. Dann hat er ja hier aufgepumpt wie Hulk Hogan und dann war er eigentlich kaum noch verletzt, aber anscheinend ist das jetzt wieder so die Seuche da. Aber ja, da haben wir den Sabitzer noch, der vielleicht einfach auch mal ein paar Spiele auf einer festen Position braucht bei uns, um sich mal zu finden. Das hat er halt auch nicht gehabt, muss man mal fairerweise sagen. Er spielt da mal ein rechtes Mittelfeld, dann spielt er linker Verteidiger. Ist ja nicht so, dass er jetzt mal gesagt wird, jo komm, ich stelle dich jetzt mal zum Büro dabei und ihr macht mal 10, 15 Spiele. Ne? Ja, klar, jetzt hat man den Coco da hingestellt. Hat es auch gut gemacht. Ist die Frage jetzt, warum hat man es getan? Um ihn nochmal ins Schaufenster zu stellen, um ihn vielleicht jetzt in der Winterpause noch zu verkaufen und nochmal ein bisschen Geld zu machen. Oder um zu sagen, wir gucken mal, was noch geht beim Coco und doch den Vertrag zu verlängern, wird die Zukunft zeigen. Ansonsten Zakaria ist auf dem Markt, bin ich sehr gespannt, werden wir auch mit in Verbindung gebracht, ist ablösefrei. Ich denke nicht in der Winterpause, da wird sich nichts tun, da sind wir viel zu abgewichst, muss man ganz klar so sagen. Wenn dann zur neuen Saison. Ja, ansonsten sie spielen da noch ein, zwei Namen rum. Aber wie gesagt, da sind wir auch mit Marc Rocker. Muss man mal sehen, wenn man ihnen ein bisschen mehr Spielzeit gibt. Ja, warum nicht? Hat so gut gemacht bisher. Von daher, da sind wir auch gut aufgestellt eigentlich, ja. Auch wenn man jetzt mal so vom Alter her guckt und so, da müssen wir die nächsten Jahre auch keinen ersetzen, irgendwie großartig. Wenn das Personal bleibt, was da ist. Ja, und außen mit Sané und Coman, mit Musiala sind langfristige Verträge da, sind junge Spieler, die nächsten Jahre da sind, wenn Coman verlängert, ja. Da haben wir sehr gut. Und Musiala wird den Müller ersetzen irgendwann, ne? Da müssen wir uns nichts vormachen.
wird da in schwierige Fußstapfen treten, aber es ist doch super, dass er dann jetzt vielleicht noch 2 Jahre hat, ne? Wo er noch ein bisschen mitnehmen kann und wird seine Spielzeit kriegen, allein durch Verletzungen und so weiter und so fort. Und da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, Neuer irgendwann zu ersetzen, wird sehr, sehr schwierig werden. Genauso wie ein Levi, in Anführungsstrichen. Neuer, denke ich, wird sehr, sehr schwierig sein, einen Torwart zu finden, der, ja, der das so spielen kann. Ein Schwolo sehe ich sehr, sehr stark an. Die habe ich schon in Freiburg sehr gut gesehen. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Muss man mal abwarten. Ich bin sehr gespannt, wer da irgendwann mal die Nachfolge antritt. Aber wie gesagt, als Torwart, also ich kann mir den Neue auch noch 4, 5 Jahre bei uns vorstellen, sag ich euch, wie es ist. Wenn die Leistung stimmt, stimmt die Leistung. Punkt. Ne? Levi sehe ich ein bisschen anders. Levi in den wichtigen Spielen wirst du nicht ersetzen können. Ja. Klar, jetzt hier in der Bundesliga, wo er 40 Hütten im Jahr macht, jetzt mal ganz ehrlich, hört sich jetzt scheiße an. Aber ob dann Levi steht oder ob dann Levi nicht steht. Oder ob dann Sandro Wagner steht, der nur 10 Tore macht. Ja, da macht ein Sané halt 10 Tore mehr, dann macht ein Gnabry 10 Tore mehr, dann macht irgendwie Mittelfeldspieler 10 Tore mehr und gut ist. Ja, da würde ich mir gar keine Sorgen machen, dass das irgendwelche großen Auswirkungen auf die Bundesliga hätte. Ja, wir würden wahrscheinlich ein bisschen weniger Tore schießen, keine Frage, aber es ist ja nicht so, dass wir dann die Spiele nicht gewinnen würden. Ja, dann gewinnen wir nicht wie heute 4-1, obwohl der Levi heute kein Tor gemacht hat. Das beste Beispiel eigentlich heute, ja. Wir gewinnen das Spiel trotzdem 4-1, obwohl der Levi kein Tor macht. Aber nehmen wir das Spiel gegen Köln zum Beispiel, ja, da hätte vielleicht ein anderer Stürmer nur 1 gemacht und keine 3. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber natürlich ein Levi, wir haben es ganz klar gesehen in der Champions League, wo er verletzt war, kannst einen Levi nicht ersetzen. Ja, da ist er einfach in den großen Spielen ja einfach Gold wert. Und da wird es schwierig, da einen Ersatz zu finden, der adäquat ist. Wird es auch nicht geben. Müssen wir uns nichts vormachen. Auch ein Haaland nicht. Ja, klar, der Haaland ist auch eine Maschine und so weiter und so fort. Aber du kannst keine Bundesligaspiele messen, ob du jetzt ein Mega-Stürmer bist oder nicht. Du musst so Halbfinale und Finale und Viertelfinale, da musst du so einen Spieler messen, ja, was er da für Leistung bringt. Wie viele Spieler gibt es, die in ihrer Liga Tore schießen und in so einen Spielen gar nicht zu sehen sind, ne? Von daher, das könnte die nächsten Jahre interessant werden. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich würde mir wünschen, wenn der Levi einfach noch wieder neuer, 2, 3 Jahre. Also wie gesagt, guckt euch den Ronaldo an, ganz ehrlich. Ja, vielleicht ist irgendwann die Grundschnelligkeit 1 km/h langsamer. Wow. Ja, ganz ehrlich. Sehe ich kein Problem drin, wegen mir kann der Levi noch 3 Jahre bei uns bleiben. Nochmal 3 Jahre Weltfußballer werden, nochmal die Champions League hochstemmen. Allerdings klar, er hat bei uns alles erreicht, was zu erreichen ist. Ja, ganz klar. Und deswegen, wenn der Levi dann jetzt sagt, jo, ich möchte jetzt nochmal die letzten 3 Jahre was anderes erleben. Ich denke, ums Geld wird es nicht gehen beim Levi. Er verdient bei uns gut. Klar wird er woanders vielleicht nochmal 10 Millionen mehr verdienen, Cash. Keine Frage. Aber ich glaube, darum wird es dann nicht gehen. Wenn, dann geht es darum, nochmal eine andere Liga zu sehen. Das kann halt gut sein, ja. Das denke ich, wenn es dann so läuft, wie ich sagte, wenn man sich da einig ist, dass man da noch eine Ablöse generiert und so weiter. Ja, dass es dann auch eine faire Geschichte ist. Aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn der Levi sagt, er bleibt in der Bundesliga und holt noch die 365 Tore von Gerd Müller. Das noch ein Ziel für ihn ist. Keine Ahnung, why not? Lassen wir uns überraschen. Gut, Leute, war mal ein bisschen mehr. Also XXL-Talk zum Spiel und so ein bisschen zu den Verträgen, die bei uns auslaufen. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert in den nächsten Wochen. Ich bin auch sehr gespannt, was mit Zakaria ist. Ich habe ja noch gelesen, der Effe sagt, der ist nichts für uns. Ich kann den Spieler jetzt nicht so super beurteilen. Ich gucke mir keine Gladbacher Spiele an. Aktuell ja eh nicht sehenswert. Aber wenn er ablösefrei ist, ja, warum nicht? Wenn das Gehalt stimmt, warum sollte man ihn nicht nehmen? Man wird doch sehen, ob er den nächsten Step gehen kann bei uns oder nicht. Und wenn er den nicht gehen kann, ja, mein Gott, dann wird er 1 Jahr später oder 2 Jahre später halt woanders hingehen. Ja, aber wenn so ein Spieler ablösefrei vorhanden ist, muss man sich damit beschäftigen. Ganz einfache Kiste. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also, schauen wir mal, sollte sich da irgendwie was tun.
Ja, jetzt ist ja, glaube ich, erstmal Länderspielpause, wa? Ja, gleich durchdrehen hier schon. Schon länger wie 35 Minuten gequatscht, das ist gleich Hintergrundmusik weg. Na gut, Leute, ich mach Feierabend. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt vor allen Dingen gesund. Lasst ein Abo da, wenn ihr hier meine Meinung öfters hören wollt zu irgendeinem Bayern-Themen. Ja, in diesem Sinne. Tschüssi.